Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die, sollte sie eines Tages im Gefängnis landen, die ich auf jeden Fall begrüßen werde am Tag ihrer Entlassung an der Pforte zur Strafanstalt. Susanne Jansson. So begrüßt du mich. Aber vielleicht habe ich meinen Namen geändert im Knast. Aber ich finde es sehr toll, dass du mich abholst. Und ich werde auch ein Geschenk für dich dabei haben, nämlich Tofu. Und du wirst davon einen Bissen nehmen müssen. Hast du nicht so gern leeren weißen Tofu? Kommt drauf an. Ich weiß, du kochst ganz gut und viel. Vielleicht machst du wirklich guten, aber trotzdem habe ich das kleine Gefühl, dass du mir eigentlich eine reinwürgen willst. Nein. Du grinst aber so. Nee, ich werde ihn dir wirklich ganz leer und neutral servieren. Das ist eine koreanische Tradition, die ich aus so koreanischen Fernsehserien kenne. Immer wenn da jemand entlassen wird beim Gefängnis, gibt man ihnen Tofu. Warum? Anscheinend, weil Tofu Reinheit symbolisiert, Unschuld. Und eigentlich den Neuanfang, in dem Moment, wenn du den Tofu isst, sagst du, Schluss mit meinem kriminellen Vergangenheit, Susanne Jansson, die du dann ja hättest. Und ab jetzt ein reines neues Leben. Und eben auch, weil aus den Sojabohnen wurde Tofu gemacht und das kann man auch nicht umkehren. Also wenn du dann einmal dich für das straffreie, gute bürgerliche Leben entscheidest, dann wirst du auch nicht wieder zurückfallen in schlechte alte kriminelle Gewohnheiten. Schade, dass ich dafür vorher wahrscheinlich mehrere Jahre in den Knast muss, anstatt einfach ein Stück Tofu zu beißen und dann zu sagen, ich habe mich jetzt entschieden. Aber sehr schön. Leider hast du jetzt 0 Hints gegeben oder wirklich nur wenige zum heutigen Hörspiel. Doch, ich finde schon. Naja, aber es spielt nicht in Südkorea. Nee, und Tofu gibt's auch nicht. Genau. Eddie Jackson hat Probleme, heißt es. BBC-Produktion. Super toller Titel. Und Eddie Jacksons Probleme doch beginnen am Tag seiner Entlassung. Oder vielleicht kurz davor, eigentlich am Tag seiner Entlassung. Genau. Zweiteiliges Hörspiel. Ihr kriegt heute den ersten Teil von 1980 und eine Seltenheit im Krimi-Podcast, finde ich, weil es geht doch ein bisschen härter und rauer zur Sache als sonst. Das stimmt. Viele Sachen kennt man, so Motive kennt man aus anderen Hörspielen bei uns. Wie da getrunken wird, wie man miteinander redet, aber halt ein bisschen mehr auf nicht leicht und flockig und komödiantisch, keine blauen Bohnen. Genau. Lass uns danach genau das mal untersuchen. Wie viele blauen Bohnen und Humor es hier doch drin gibt, oder nicht? Wunderbar. Dann jetzt Pause machen, Tofu aus dem Kühlschrank reinbeißen und viel Vergnügen. Beim ersten Teil von Eddie Jackson hat Probleme. Von Tilly Webster. Viel Spaß. Ja? Ich habe die Akte von Jackson mitgebracht, Sir. Fein, danke schön. Edward Jackson. Ich glaube nicht, dass ich ihn kenne, oder? Mr. Reynolds? Nein, Sir, kaum. Er hält sich aus allem raus. Aha. Er ist uns von Wakefield überwiesen worden. Ja, da ist irgendwas passiert. Aber hier ist er sehr ruhig. Haben Sie Kontakt mit ihm? Nur wenig. Er ist ziemlich reserviert. Die anderen gehen ihm mehr oder weniger aus dem Weg. Aber er ist so eine Art Respektsperson. Und warum ist er hier? Einbruch? Ja, er ist berühmt als Safeknacker, Sir. Ein Experte sozusagen. Aha. Oh, er malt auch. Ja, und sogar sehr gut, wie man hört. Der Pfarrer hat ein paar Bilder von ihm gekauft. Das muss ich mir mal ansehen. Ein Bild von einem unserer Schützlinge gemalt, das wird sich doch hier gut machen, nicht? Ja, das finde ich auch, Sir. Ich hasse sowas. Das ist immer so unangenehm. Wer wird das aufnehmen? Was meinen Sie? Ja, schwer zu sagen. Seine Frau hat ihn fast ein Jahr lang nicht mehr besucht. Die übliche Geschichte wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Sir. Und es ist anzunehmen, dass jeder, der sich an Jacksons Frau herangemacht hat, nichts zu lachen haben wird. Wieso das? Im nächsten Monat kommt er raus. Sir, Ja? Mr. Lewis ist hier mit Jackson. Schön, sollen hereinkommen. Zum Glück hat er keine Kinder. Ja, bitte? Warten Sie bitte draußen, Mr. Lewis. Ja, Sir. Möchten Sie sich nicht setzen, Jackson? Nein, danke, Sir. Ich stehe lieber. Wie Sie wollen. Ich habe Sie kommen lassen, weil ich eben einen Anruf von der Polizei erhalten habe. Man hat mich gebeten, Ihnen eine Information weiterzugeben. Ja, Sir. Es ist leider eine schlechte Nachricht, Jackson. Ihre Frau ist letzte Nacht gestorben. Was? Sie ist von einem Nachbarn heute Morgen gefunden worden. Da möchten Sie sich nicht doch lieber hinsetzen. Karin ist...
Sie hätten sie natürlich sehen können, aber sie war bereits tot, als sie ins Spital eingeliefert wurde. Was ist passiert? Es scheint, dass sie Selbstmord verübt hat. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber die Polizei wird sich sicher mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie hat sich umgebracht? Ja. Es tut mir sehr leid, Jackson. Sowas kann man schon unter normalen Umständen nur schwer verkraften. Wenn Sie an die Beerdigung gehen wollen, ich bin überzeugt, ein Gesuch wird selbstverständlich bewilligt. Nein, danke, Sir. Wie, Sie wollen nicht zur Beerdigung gehen? Nein, Sir. Naja. Sie können sich's ja noch überlegen. Wo arbeiten Sie? Landwirtschaft, Sir. Wenn Sie gern ein paar Tage allein sein möchten, das könnte auch arrangiert werden. Ich will weiterarbeiten, Sir. Naja, vielleicht haben Sie ja recht. Der Priester kommt heute Mittag. Möchten Sie mit ihm sprechen? Nein, danke, Sir. Naja, aber er könnte Ihnen doch vielleicht helfen. Ich glaube nicht, Sir. Also wegen des Urlaubs, das würde ich mir ja noch mal überlegen, Jackson. Falls Sie Ihre Meinung ändern, wenden Sie sich an Mr. Reynolds. Wir können das sehr schnell in Ordnung bringen. Ach, übrigens, da möchte Sie heute Nachmittag jemand besuchen. Ich nehme an, das steht im Zusammenhang mit Ihrem Verlust. Wollen Sie ihn sehen? Wen? Ein Mr. Powell, Frank Powell. Ich möchte ihn sehen, Sir. Gut. Ein Freund? Ja. Fein. Tja, also, wenn Sie glauben, dass wir Ihnen helfen können, Jackson, dann zögern Sie nicht. Ja, Sir. Ach, es tut uns allen sehr leid. Und wie gesagt, wenn Sie den Wunsch haben, mit jemandem zu sprechen, ich bin hier oder der Pfarrer. Danke, Sir. Es ist besser, wenn man sich manchmal gehen lässt, Jackson. Ja, Sir. Naja, gut. Ich danke Ihnen, Mr. Reynolds. Sie hat mich nie besucht, Frank. Sie hätte doch kommen können. Hast du was erfahren? Nicht viel. Wie ist es passiert? Eddie, was soll das? Du, Frank, ich muss es wissen. Überdosis Schlaftabletten und dann den Gashahn aufgedreht. Ich darf ihm doch eine Zigarette geben. Ja, aber nur eine. Hier, bitte. Wenn sie mich nur besucht hätte. Danke. Was, wegen Geld? Nein, ich glaube nicht. Okay. Sie hat es einfach nicht geschafft, Eddie. Machen wir uns doch nichts vor, es hat doch schon lange gekriselt, das weißt du doch. Ja, aber Selbstmord Bei war ihrem doch... Zustand musste man auf alles gefasst sein. Was heißt das? Das heißt Heroin. Heroin? Ja, so habe ich es jedenfalls gehört. Ich habe sie ja in letzter Zeit kaum noch gesehen. Hat sie denn dich und Betty nie besucht? Ja, schon lange nicht mehr. Früher hat sie nicht mal Alkohol genommen. Ja, früher. Wenn wir in einen Pub gingen, hat sie Tomatensaft getrunken. Aber, Eddie, sie hat doch schon lange alles Mögliche geschluckt. Pillen, ja, aber doch nicht dieses verdammte Heroin. Du hättest das auch nicht verhindern können. Sie war bereits auf dem Trip. Darauf kannst du dich verlassen, dass sie das nicht getan hätte, wenn ich draußen gewesen wäre. Ja, komm, Eddie, das kann man Doch, nicht das weiß wissen. ich ganz genau, Mach Frank, dir jetzt doch. doch bitte um Gottes Willen keine Vorwürfe. Mit wem ist sie gegangen, Frank? Was? Mit wem ist sie Ich hab dir doch gesagt, ich hab sie kaum gesehen. Frank, ich bin doch kein Idiot. Ist doch klar, dass sie mit irgendjemandem... Sie hat mich plötzlich nicht mehr besucht. Und hier drinnen haben 2, 3 Burschen so undefinierbare Andeutungen gemacht. Ich bin der Sache nicht auf den Grund gegangen. Ich habe auch dich nicht gefragt. Weil mir eines klar war, wenn ich's gewusst hätte, dann hätte ich an nichts anderes mehr denken können. Denn sowas, Frank, sowas treibt dich hier herinnen die Wände hoch, verstehst du? Aber jetzt will ich's wissen. Wer war's? Tja, man soll sie ab und zu mit Henderson gesehen haben. Ach, dieser Bastard. Ja, das passt. Der hat sich schon immer an Karen herangemacht. Ich wette, der ist im selben Moment bei ihr aufgekreuzt, als sie mich reingebuchtet haben, dieser miese Typ.
Wahrscheinlich hat sie die Drogen von ihm bekommen. Der hat genug Kontakte. Ach, dieser Schweinshit. Ich bringe ihn um, du großer Hundring. Du, ich bringe ihn Beruhige um. dich, vergiss Henderson. Du musst jetzt an dich denken. Sag mal, lassen Sie dich raus zur Beerdigung? Ich will nicht. Was? Ich will nicht. Ich möchte nicht mit Karens Familie zusammentreffen. Und wahrscheinlich würde ich abhauen, um dieser Drecksau zu geben, was sie verdient. Nein, ich will lieber warten. Das ist ausnahmsweise vernünftig. Es hat wirklich keinen Sinn, Dummheiten zu machen, wo du doch nur noch 3 Wochen abzusitzen hast. Mit Karens Familie spreche ich. Vielleicht brauchen sie Geld. Die werden es nicht nehmen. Aber ich danke dir. Ja, du wirst jetzt schön brav sein. Ja. Nee. Und nicht zu viel herumquatschen. Ja. Es dauert ja nicht mehr lange und dann bist du wieder bei mir in der Garage. Nur daran musst du denken. Wann genau kommst du raus? Am 7. Also. An einem Donnerstag. Ja, ich will sehen, dass ich dir einen Wagen schicken kann. Donnerstag ist schlecht. Das macht nichts. Ich marschiere ins Dorf und nehme den Bus. Na, hast du Geld? Ja, ich hatte 20 Pfund bei mir, als sie mich eingelocht haben. Also, Eddie, nur noch 3 Wochen. Das geht doch schnell vorbei. So, die Besuchszeit ist um. Frankie, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ja, ist schon gut. Also, Kopf hoch. Hm? Alles in Ordnung. Hier haben Sie die Papiere zurück. Verlieren Sie sie nicht. Den Entlassungsschein haben Sie auch? Ja. In ein paar Minuten fährt ein Lastwagen nach Norwich. Vielleicht nimmt er Sie mit. Naja, es wird sich zeigen. Lassen Sie mich jetzt raus. So, das wär's. Bleiben Sie sauber, damit es hier kein Wiedersehen gibt. Blöder Hund. Oh. Das sieht aus, als hätten Sie Probleme. Das kann man wohl sagen. Ich muss irgendwie über Glas gefahren sein. Der ist hinüber, ne? Sind Sie zufällig an einer Telefonkabine vorbeigekommen? Nein, die nächste ist im Dorf. Oh, großer Gott. Ja, vielleicht könnte Nein, ich... vielen Dank, nein. Danke sehr, aber das möchte ich nicht. Haben Sie einen Wagenheber? Ach, das kann ich doch nicht von Ihnen. Und einen Ersatzreifen? Wahrscheinlich im Kofferraum. Aber das kann ich Ihnen doch nicht zumuten. Das ist doch kein Problem. Ich kann doch nicht hier vorbeispazieren und Sie Ihrem Schicksal überlassen. Ne? Schlüssel? Ja, die sind im Wagen. Schöner Tag heute, hä? Mhm. Hier, Ja, danke. das ist sehr nett von Ihnen. Ah, in 2 Minuten ist alles erledigt. Besteht die Möglichkeit, dass Sie mich mitnehmen, wenn der ausgewechselt ist? Das ist das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Danke. Kann ich helfen? Nein. Das geht schon. Ich schaue auf jeden Fall zu fürs nächste Mal. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Mr. Jackson. Eddie Jackson. Ich heiße Jenny. Ja, das Händeschütteln müssen wir wohl auf später verschieben. Alles voll Dreck. Ja. Netter Wagen. Neu? Mhm. Ich habe ihn letzte Woche bekommen. Aha. Sie fahren gut. Danke. Bin froh, dass Sie vorbeigekommen sind. Sonst hätte ich vielleicht noch lange warten können. Ach, da hätte schon jemand angehalten. So wie Sie aussehen. Wohin geht denn die Reise? London. Fahren Sie in die Richtung? Ja, vielleicht. Ich sollte aber vorher noch einen Besuch machen. Haben Sie es eilig? Eilig? Nein. Ich habe massenhaft Zeit. Ja, dann können Sie ja mitkommen. Das ist kein großer Umweg. Jemand abholen? Nein, ich muss nur etwas mitnehmen. Ist ziemlich nah auf einem Boot. Naja. Wie wär's mit einem Zwischenhalt für einen Drink? An Bord gibt's genug zu trinken. Wenn Sie so lange warten können. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Noch einen?
Wenn Sie mitmachen. Ja, warum nicht? Ich glaube, Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass die Polypen Sie nicht schnappen, wenn wir weiterfahren. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ein paar Stunden hierbleiben würde, bis der Alkohol verraucht ist. Wir müssen ja nicht hetzen, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es hier sehr, sehr gemütlich. Ich könnte es noch lange aushalten. Ihr Trink. Danke. Cheers. Cheers. Gehört das Ihnen? Das Boot? Ja. Freunden. Naja. Mir hat es gefallen, wie Sie gesagt haben, dass die Polypen Sie nicht schnappen. Das klang so nach Profi. Naja. Sagen Sie nicht immer, ah ja. Was meinen Sie, wo ich hergekommen bin, als Sie mich aufgelesen haben? Also darüber habe ich wirklich nicht nachgedacht. Direkt aus dem Gefängnis. Wonderby. Tatsächlich? Tatsächlich. Und ich will Ihnen was sagen. Ah ja? Ich habe schon sehr, sehr lange keinen Drink mehr gehabt. Und keine Frau. Also Ex. Und dann lass uns gehen oder füll die Gläser nach. Dasselbe nochmal? Alles gut gegangen? Perfekt. Wo ist er? Dort auf dem Bett. Wie ein neugeborenes Kind. Leuchte mal. Ja. Nicht ins Gesicht. Er wird doch wieder auf die Beine kommen, oder? Aber natürlich. Der ist vollkommen weg. Was tust du? Leuchte mal auf seine Hand. Ja. Halt die Lampe ruhig. So, ist gut. Hast du das Glas? Ja. Hier. Hast du es angefasst? Nein. Gut. So, das wär's. Er wird doch in Ordnung sein, wenn er aufwacht, oder? Ja, sicher. Naja, ein bisschen ein blödes Gefühl wird er schon haben, aber das muss er ja nicht, wenn man so gesoffen hat. So, ich verschwind wieder. Wir sehen uns morgen, ja? Ja. Das hast du fabelhaft gemacht, Darling. Also, bis dann. Wie viel habe ich denn so ungefähr in mich hineingeschüttet? Mehr als eine Flasche. Ich fühle mich saumäßig. Du bist nicht mehr im Training. Ich habe aber keine Klagen gehört. Ich meine mit dem Trinken. Also, ja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Wieso mussten wir denn so früh aus den Federn? Tut mir leid. Das war ein Tag, was? Ja. Bist du verheiratet? Keine persönlichen Fragen, bitte. Oh, pardon. Wohin gehst du in London? Ich fahre nicht in die Stadt. Darf ich dich in der Gegend von Upminster rausschmeißen? Upminster? Ja. Von dort kannst du dann den Zug nehmen. Ah, ja. Wohnst du in London? Nein. Irgendeine Chance, dass wir uns wiedersehen? Warum nicht? Du gibst mir deine Telefonnummer und ich rufe dich an, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Ich weiß noch nicht, wo ich unterkrieche. Ich gebe dir die Nummer vom Weg. Das ist ein Pub. Dort wird man wissen, wo ich zu finden bin. Ja, ist kein Wunder, dass du hier nicht aufgetaucht bist. Und du warst seit gestern Morgen mit ihr zusammen. Ja, so ist das ja. Eddie, du bist schon immer ein Glückspilz gewesen. Ach komm. Du wirst sie doch wiedersehen.
Sie hat gesagt, sie ruft mich an, ne? Ah ja. Und wie läuft's denn bei dir hier in der Garage? Ja, ich bin zufrieden. Das Geld kommt ganz legal herein. Reparaturen, Wagen vermieten, Taxis. Was, Taxis? Ja, Taxis. Wir haben jetzt 4. Mit Funk. Und was machst du, Frank? Ich? Ja, ich bin hier der Boss. Ich schaue, dass alles funktioniert und zähle das Geld. In der Werkstatt habe ich einen guten Chef. Steve hat die Wagenvermietung unter sich. Ich meine, das läuft alles wie geschmiert. Ja. Und wenn es mal brenzlig wird, gut, dann bediene ich den Taxifunk. Und wo passe ich da rein? Ja, wo du willst, mein Freund. Wo du willst. Aber lass dir ruhig Zeit. Naja, ich weiß noch nicht, wo ich meine Zelte aufschlagen soll. Eddie, kein Problem. Das werden wir heute Nachmittag erledigen. Und was ist mit dem Abend? Hast du Betty gesagt, dass wir uns amüsieren wollen? Ja, habe ich. Aber sie hat leider schon was vor. Wir werden es bestimmt übers Wochenende nachholen. Na gut. Wie geht's denn, Betty? Ja, wie immer. Ich bin völlig fertig da. Ich muss unbedingt was finden, wo ich meinen armen Kopf hinlegen kann. Das kann ich mir denken. Du, in der Rumpelkammer da drüben haben wir so eine Art Feldbett. Das kannst du benutzen. Ja. Du hast noch genau 3 Stunden Zeit, bis das Vic die Tore öffnet. Oh Gott, nein, Frank, keine Sauferei, du. Ich habe noch genug vor gestern. Aber Eddie, die freuen sich doch auf dich. Harry, Stan, die haben dich doch schon gestern erwartet. Ich kann doch nicht jeden Tag... Nein, Eddie, keine Sauferei. Bloß ein paar Gläschen und vielleicht ein kleines Spielchen. So, jetzt hau dich hin. Du, wie ich Harry kenne, hat er für dich bereits was Nettes Blondes aufgerissen. Du wirst also deinen Schlaf brauchen. Das Bett ist dort drüben, nicht? Ja. Ja, also dann will ich mal. Ne? Schlaf gut. Ja. Fertig? Ja. Stan hat angerufen, die sind alle schon versammelt. Ah ja. Ja, siehst du, das hätte ich beinahe vergessen. Was? Geld. Ja, dann nimm. Das macht dich unabhängig. Du, ich will aber nur, was mir zusteht. Ja, gut, das ist es. Frank, das ist zu viel. Und ein bisschen Zinsen. Okay, du. Ich danke dir. Ja, schon recht. Komm jetzt. Frank, Ja, du, noch etwas, bevor wir gehen. Ich werde da keine Chance mehr haben, dich zu fragen, wenn die ganze Bande beisammen ist. Und? Hast du was herausgefunden? Nur was die Untersuchung ergeben hat. Frank. Schau, Eddie, es ist vorbei. Du musst dich damit abfinden. Ist auch nichts davon gesprochen worden, wo sie das Heroin her hatte? Nein, nichts gehört. Ich werde diesen Bastard fertig machen. Ja, das sollst du auch im Gefängnis herausposaunt haben. Ja, und ich hoffe, dass Mr. Henderson davon erfahren hat. Dass er ruhig in seinem eigenen Saft schmoren, dieser... Komm, Eddie, beruhige dich jetzt. Reg dich doch nicht auf, das wird sich doch alles klären. Jetzt lass uns endlich gehen. Ja, und das ist kein einziges Mal schief gegangen. Eddie war nämlich noch so klein, dass er durch ein Loch in der Hecke hineinkriechen konnte. Und dann hat er durch dieses Loch die leeren Flaschen rausgereicht. Der hat dich damals schon die ganze Arbeit machen lassen. Hey, was denn? Ich hab doch den gefährlichsten Teil erledigt. Komm, Eddie, ich bin ums Haus rumgegangen. Ich bin rein in die Wirtschaft und hab für jede leere Flasche einen Penny kassiert. Und der alte Jimmy, der hat nie was davon gemerkt. Ah, nie. Also ab und zu haben wir natürlich andere Kinder reingeschickt. Ja. Auf Provision. Ja, und eines Tages hat doch der alte Jimmy dann plötzlich so einen verdammten Wolfshund angeschafft, nicht wahr? Ja. War doch so, der dauernd im Hinterhof herummarschierte. Ja, aber wir haben nichts davon gewusst. Also, ich bin ahnungslos reingekrochen wie immer und habe die Flaschen rausgeschaufelt. Und plötzlich höre ich so ein Geknurre. Ich fahr herum und da steht er. Gebleckte Zähne, gesträubtes Fell. Fürchterlich. Glücklicherweise ist da so eine Säule von Kisten in der Nähe. Ja, ich rauf wie ein gebissener Affe über die Hecke drüber. Und die Hose in 1000 Fetzen. Na gut, Eddie. Du, sprechen wir doch mal von der Zukunft. Oh Gott, ja. Sag mal, was hast denn du jetzt für Pläne? Ach, Harry, noch nichts Definitives. Ich schau mal ein bisschen rum, wie es läuft. Ja. Vielleicht ein kleiner Abstecher in ein sonniges Land, du. Das kannst du mir vorschlagen, ne? Das ist ja nicht übel, ne? Hey, du, Jack Stevens.
Der hat eine Wohnung an der Costa Brava. Die würde er dir sicher für 1-2 Wochen überlassen. Du, das wäre fantastisch dort um diese Jahreszeit. Platz, soweit das Auge reicht, keine Touristen. Ja, könnt ihr mal anklopfen. Du, ich spreche mit ihm, wenn du willst. Danke, du, danke. Ich werde es mir überlegen. Du. Und nimm ein nettes Kätzchen mit und amüsier dich gut. Apropos Kätzchen. Also, da muss ich euch etwas erzählen, was mir gestern passiert ist. Ja, wer ist denn hier an der Reihe? Hier kommt man ja vor Durst. Schon begriffen, Frank. Meine Runde. Hm? Dasselbe nochmal, ja? Genau. Und 5 Whiskys macht 3,64 Pfund. 3,64 hier. Und nimm dir auch einen, Doris, ja? Danke. Aber ich nehme ihn später, wenn es recht ist. Okay. Zu viel Betrieb. Willst du ein Tablett? Ja, bitte. Danke. Schön, dass du wieder da bist, Eddie. Oh. Doris! Komme. Alles in Ordnung, Eddie? Hallo Billy. Wie geht's? Rauf und runter. Ich glaube, du hast zugenommen, hä? Das gute Leben. Bist du im Bau zufällig über den alten Taff gestolpert? Nein, der wohnte im anderen Flügel. Ich habe eine Neuigkeit, die dich interessieren wird, Eddie. Ist noch taufrisch? Worum geht's denn, Billy? Jim Henderson. Ja, was ist mit ihm? Erschossen. Heute früh. Von wem hast du das? Nick Andrews. Er arbeitet für Henderson. Vor einer Stunde hat er es vernommen. Polypen im ganzen Laden. Mitchell leitet die Untersuchungen. Detective Inspector jetzt. Wo ist Henderson erschossen worden? Im Club? Nein, zu Hause. Seine Frau ist verreist, er war ganz allein. Mit einer Schrotflinte. Beide Läufe. Die Putzfrau hat ihn gefunden. Wo wohnt er denn? Ja, er hat doch dieses Super-Dings da letztes Jahr gekauft. Ja, wo ist wo? das? Wo? Ja, wo? Ja, vis-à-vis da von Hornchurch. In Upminster? Ja, genau, Upminster. Ja. Wer hätte das gedacht, Eddie? Hä? Stimmt das alles? Bist du sicher? So sicher, wie ich hier stehe. Du wirst es in den Nachtausgaben lesen können. Hier. Nimm deinen Drink. Ja. Nett von dir, Eddie. Alles Gute. Doris, Wirtschaft. Aber das war nicht das Einzige. Entschuldigt, ich habe eure Drinks an der Bar stehen lassen. Dort in der Nähe von Billy. Ich habe mit Frank noch was Privates zu besprechen. Ich komme gleich nach, in Ordnung? Aber klar. Mach nicht zu lang, die Damen werden bald hier aufkreuzen. 2 Minuten, okay? Ist Natürlich. gut. Was ist denn? Jim Henderson ist tot. Was? Ermordet. Heute früh mit einer Schrotflinte. Wer sagt das? Billy Cochran. Billy? Komm, der sagt dir doch, was du willst für einen Drink. Aber er würde sich kaum getrauen, mich auf den Arm zu nehmen. Er hat's von Mick Andrews. Und dem kann man glauben, oder? Ja. Dann ist es also wahr. Ja. Du wirst doch wohl keine Träne vergießen, oder? Nicht für diesen Bastard. Ja, eben. Aber für mich sehe ich schwarz. Wieso denn? Mitchell leitet die Untersuchung. Und? Sobald er begriffen hat, dass ich draußen bin, wird er hinter mir her sein. Na, hinter dir und hinter manchem anderen auch. Das ist doch eine ganze Schlange von Typen, die darauf gewartet haben, Henderson aus dem Weg zu räumen. Eddie, worüber machst du dir Sorgen? Du warst doch mit diesem Mädchen zusammen, mit dieser... Jenny. Ja, also, kein Problem. Ich weiß doch nichts von ihr, Frank, absolut nichts. Mitchell lacht sich doch kaputt, wenn ich ihm diese Geschichte erzähle. Das klingt doch wie ein Märchen. Ja. Also gut, Mitchell ist ein Dreckskerl. Aber er ist ehrlich. Du erzählst ihm von ihr und er wird sie finden. Ja, da ist doch immerhin das Boot. Warst du hier bei den Kanälen? Hm? Da gibt's tausende solcher Boote und eins sieht aus wie das andere. Eddie, du musst doch eine Ahnung haben, wo ihr hingefahren seid. Mein Gott, wir sind einfach so durch die Gegend gegondelt. Ach komm, Mitchell wird sie finden. Ja. Wenn er überhaupt auf dich kommt. Der kommt auf mich, sobald er weiß, dass ich draußen bin. Eddie, du darfst jetzt nicht durchdrehen. Es stinkt, Frank, es stinkt. Henderson hat Feinde. Ja. Gut. Aber wieso wird er umgebracht, genau an dem Tag, als ich rauskam? Warum hat dieses Mädchen sich so intensiv mit mir beschäftigt? Hm?
Weshalb hat sie mich ausgerechnet in der Nähe von Hendersons Wohnung auf die Straße gestellt, was? Zufall, Eddie. Du kombinierst dir da etwas zusammen. Zufall, ja. Es ist doch auch möglich, dass mich an diesem Morgen jemand auf dem Bahnhof in Upminster gesehen hat. Ja, aber das sind doch alles nur Indizien. Es gibt Leute, die ihr Leben verloren haben aufgrund von Indizien. Eddie, was ist denn? Ja, wir kommen gleich. Tja, was willst du jetzt machen? Untertauchen. Abwarten, was passiert. Damit machst du dich doch erst recht verdächtig. Ich will das Wochenende nicht im Knast verbringen, Frank. Schön, aber deswegen brauchst du doch nicht abzuhauen. Wo willst du denn überhaupt hin? Ich weiß nicht. Na eben. Das heißt, vielleicht hätte Harry etwas... Nein, das muss ich selber machen. Ich habe Geld, ich werde schon was finden. Je weniger wissen, wo ich bin, umso mehr Chancen habe ich. Ziemlich beschissene Angelegenheit. Von Mitchell verhört zu werden, ist auch kein reines Vergnügen. Ich rufe dich an. Eddie, ich glaube, du machst einen schweren Fehler. Ja, am Ende bist du erst recht der Lackierte. Aber bitte, tu, was du nicht lassen kannst. Brauchst du einen Wagen? Nein, zu auffällig. Und ich will nicht, dass du hineingezogen wirst. Das ist doch Quatsch, Eddie. Naja, vielleicht sehe ich wirklich zu schwarz. Falls ich Hilfe brauche, melde ich mich. Das hoffe ich. Aber ruf in der Garage an, nicht zu Hause. Ist gut. Eddie, was sage ich den anderen? Ach, sag ihnen, ich hätte ein Rendezvous mit einer Hübschen oder sowas. Ich lass von mir hören, ja. Was ist mit Viv Granger? Ausgewandert, Sir. Vor 2 Jahren. Nach Australien. Wie könnt ihr in solchen Ganoven reinlassen? Philipson? Gestorben. Im Mai. Detective Inspector Mitchells Büro, Sergeant Fox am Apparat. Mhm. Und was ist mit denen auf dem Pult? Und das Glas? Gut. So bald wie möglich. Danke. Die Fingerabdrücke auf der Türfalle stammen von den Putzfrauen, Sir. Ah. Und die anderen? Noch nichts. Tja. Ja, wen haben wir denn noch? Nolan ist schon erledigt, was? Ja. Da wäre noch Jackson, Sir. Eddie Jackson? Hm? Aha. Der sitzt doch. Nein, der ist am 7. rausgekommen. Gestern. Aha. Wo war er denn? Wenderby. Wenderby? Weniger als 2 Stunden von Hendersons Wohnung entfernt. Aha. Motiv? Man sagt, Henderson sei mit Jacksons Frau herumgezogen und Jackson habe davon gehört. Schrotflinte. Ist doch nicht Jacksons Art, oder? Er ist aggressiv. Jähzornig. Aber es stimmt, Waffen hat er nie gebraucht, so viel ich weiß. Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Muss man auf jeden Fall nachprüfen. Fox, Sie gehen nach Wenderby und hören sich an, was die uns über Jackson erzählen können. Genaue Zeit der Entlassung und so weiter. Laden wir ihn zu einem Gespräch ein, Sir? Ich glaube schon. Kennen Sie seine Stammkneipe? Das Vic gewöhnlich. Gut. Finden Sie heraus, wer in der Nähe ist, die sollen mal vorbeigehen. Tja, Mr. Cairns, Zeit nach Hause zu gehen. Im Gegenteil, Sandra, Zeit für noch ein Gläschen. Oh nein, wir sind bereits letzte Woche verwarnt worden. Ach, Polizeistunde. Und das Leben sieht trostlos aus, Sandra. Morgen scheint die Sonne wieder. Nur wenn sich die finanzielle Lage bessert, was ich bezweifle. Oh, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Aber Sie haben doch jetzt eine ganze Menge Stoff für eine tolle Geschichte. Ha? Diesen Mord. Ach, Henderson. Mhm. Das ist doch was für Sie. Oh, das war einmal, Sandra, das war einmal. Habe ich Ihnen schon von meinem Buch erzählt? Ja, Mr. Cairns, schon oft. Bitte austrinken, Ein fundamentales Werk über Verbrechen und Verbrecher. Und wer könnte das besser schreiben? Hm? Wer? Niemand. Sie sind der Größte. So ist es. Das Glas ist leer, Mr. Cairns. Kann ich's haben? Ach, wie wär's mit Visionen durch ein leeres Glas? Hm? Wie gefällt Ihnen das, Sandra? Fabelhaft.
Bitte, Gentlemen, bitte. Wartet denn zu Hause niemand auf Sie? Oh, Sie haben da einen Nerv getroffen, Sandra. Einen Nerv? Ja. Mr. Cairns? Walter? Ah? Wer ist da? Ich bin's. Also, falls Sie mich ausrauben wollen, haben Sie sich den Falschen ausgesucht, mein Freund. Es sei denn, Sie könnten mit 67 Pence irgendwas anfangen. Ich bin's, Eddie. Eddie Jackson. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Wie geht's denn, Eddie? Ich war der Meinung, Sie sitzen noch. Ich bin gestern rausgekommen. Gratuliere. Wie lange waren Sie drin? 3 Jahre. 3 Jahre. Mein Gott, das ist eine lange Zeit. Nee. Habe ich nicht mal 2 Bilder von Ihnen gekauft? Malen Sie immer noch? Ja, ein bisschen. Walter, ich möchte gerne... Tut mir leid, dass ich momentan nicht in der Lage bin. Mein Besuch hat nichts mit der Malerei zu tun, Walter. Nein? Nein, Sie sagten mal, falls ich Probleme hätte, sollte ich zu Ihnen kommen. So. Sagte ich das? Ja, als Sie damals den Artikel über die Gefängnisse geschrieben haben. Ja, ich habe Ihnen ein paar brauchbare Tipps geben können. Ah, ja. Ich erinnere mich. Ich möchte mit Ihnen sprechen, Walter. Möchten Sie? Und warum? Ich brauche Ihren Rat. Das ist ein seltener Wunsch in diesen Tagen. Können wir reingehen? Ich habe eine Flasche mitgebracht. Aber natürlich. Kommen Sie. Wasser können Sie selbst dazu geben. Ja, danke. Ach, das tut gut. Sind Sie nüchtern, Walter? Nicht vollkommen, aber besoffen haben Sie mich noch nie gesehen. Ja, nüchtern aber auch nicht. Das Glück hatten nur wenige, Eddie. Ist noch jemand hier? Ich lebe allein. Walter. Bevor Sie anfangen, muss ich feststellen, dass ich momentan ein Mann ohne Einfluss bin. Offiziell zwar freischaffend, aber in Wahrheit bin ich arbeitslos. Wenn Sie von mir also einen aufsehenerregenden Artikel erwarten, weil Sie 3 Jahre unschuldig gesessen haben, dann muss ich Sie enttäuschen. Das ist es nicht. Ich habe Probleme. Mit welcher Seite? Mit beiden. Das ist interessant. Aber ich sehe nicht, wie ich Ihnen da helfen kann. Da könnte auch etwas für Sie drinstecken. Eine Story, meinen Sie? Ja. Ja, das müsste dann schon etwas Gewaltiges sein, damit ein Verleger mir gnädig sein Ohr leiht. Oh ja, Walter, es ist ein ungeheurer Hammer. So. Ja, dann fahren Sie mal fort. Haben Sie von Henderson gehört? Ja. Geht es um Henderson? Die Polypen sind der Meinung, ich hätte ihn umgebracht. Oh. Und haben Sie? Natürlich nicht. Na, wieso ist die Polizei dann hinter ihm her? Ich wurde verschaukelt. Oh, Eddie. Das habe ich schon so oft gehört, dass ich es im Schlaf aufsagen könnte. Nicht von mir. Das stimmt. Aber von einigen Ihrer Kollegen. Der Titel meiner letzten großen Story lautete: Dieser Mann ist unschuldig. Naja. Und 2 Tage später spuckte er das Ganze aus und verkaufte seine wahre Geschichte an ein Konkurrenzunternehmen. Aber Walter, das hat durchaus mit meiner jetzigen lausigen Situation zu tun. Darum bin ich ein bisschen vorsichtig mit Leuten, die man unschuldig eingelocht hat, und mit Polizisten, die korrupt sein sollen. Es ist nicht die Polizei. Nein. Ja, das ist wenigstens eine willkommene Abwechslung. Also, ich finde das hier sehr gemütlich. Und was geht's denn nun eigentlich? Das war so. Als ich vor 3 Tagen aus dem Bau rauskam, da wollte ich runter ins Dorf. Ja. Und als Billy so quatschte, ist mir blitzartig klar geworden, dass das niemand bestätigen könnte. Das Mädchen ist verschwunden, kein Name, keine Adresse, nichts. Verstehen Sie? Ja, und je mehr ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich, dass das alles geplant war. Und zwar von jemandem, der mich kennt. Der weiß, dass ich nicht achtlos an einem netten Kind vorbeigehen kann. Aber die muss doch etwas über sich erzählt haben. Naja, vielleicht hat sie, aber ich habe nicht drauf geachtet. Was halten Sie davon?
Sie scheinen nicht sehr überzeugt zu sein. Es ist nicht so, dass ich Ihnen nicht glaube, Eddie. Mit Damen habe ich auch schon allerlei Seltsames erlebt. Nein. Es ist Ihre Interpretation, die mich zweifeln lässt. Ja, es kann doch sein, dass die junge Frau ihre eigenen Gründe hatte, anonym zu bleiben. Nein, da steckt mehr dahinter. Was glauben Sie, was Mitchell daraus machen würde? Ja, sind Sie überhaupt sicher, dass die Polizei auf Ihrer Spur ist? Ja, ich habe im Wick angerufen. Die sind dort aufgetaucht, kurz nachdem ich verschwunden war. Haben Sie jemanden informiert, dass Sie zu mir kommen? Nein. Ich traue mich nicht mal, Frank in der Garage anzurufen. Es hat so viele Leute dort, die ich nicht kenne. Was soll ich machen, Walter? Einen Anwalt mobilisieren und mit ihm zur Polizei gehen. Das kommt nicht in Frage. Nein. Nicht bevor ich weiß, was Mitchell alles auf Lager hat. Hat er jetzt schon genug. Motiv und Gelegenheit. Walter, könnten Sie nicht morgen auf die Piste gehen und ein bisschen rumschnüffeln? Hm? Ich muss unbedingt wissen, woran ich bin. Haben Sie noch Ihren Presseausweis? Aber den brauche ich doch nicht. Die Leute kennen mich. Ja, es würde nicht auffallen. Jedermann würde annehmen, Sie sammeln Material für einen Artikel. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich könnte meine Fühler ausstrecken. Ich habe immer noch gute Kontakte. Ich würde auch bezahlen. Spesen meinen Sie? Genau, ja, Spesen. Ja. Es ist ganz klar, die Geschichte hat ihre Möglichkeiten. Es sei denn, Sie haben es doch getan. Und selbst dann... Sie werden auf keinen Fall verlieren. Also, solange wir nicht wissen, was wirklich los ist, nehmen Sie mit niemandem Kontakt auf. Ist das klar? Völlig. Mit niemandem. Mein alter Freund Mitchell wäre überglücklich, wenn er mich der Anstiftung und der Mithilfe anklagen und so einen Schlussstrich unter meine Karriere setzen könnte. Ja. Also schlafen dürfen Sie hier auf der Couch. Leintücher gibt's irgendwo im Badezimmer, glaube ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben Sie was dagegen, wenn ich die Flasche mitnehme? Als Gedankenstütze sozusagen? Würden Sie sagen, Jackson sei ein guter Freund, Mr. Powell? Ja. Dann müssen Sie doch wissen, was er an seinem Entlassungstag gemacht hat. Er wollte in die Garage kommen. Ah, wollte. Mhm. Und wieso hat er einen Tag Verspätung? Das weiß ich nicht. Aber. Sie haben ihn doch sicher gefragt, wo er gewesen sei. Ich kümmere mich nur um meine Angelegenheiten. Aha. Wann taucht er denn in der Garage auf? Früh. Um 9 ungefähr. Und was hat er gesagt? Ja, nichts Besonderes. Wir haben ein bisschen gequatscht. Dann hat er ein paar Stunden geschlafen. Ja, und dann sind wir ins Wick gegangen. Ach, war er denn so müde, dass er sich hinlegen musste? Natürlich. Ist doch logisch, oder? Aha. Hat da im Wick nicht sowas wie eine Feier stattgefunden? Doch, sowas Ähnliches. Er ist ja gerade rausgekommen, nicht? Ja, eben. Warum ist er dann plötzlich verschwunden? Er ist nicht verschwunden. Die allgemeine Ansicht ist doch, eine Minute war da, die nächste war weg. Und zu niemandem ein Wort, außer zu Ihnen. Es fiel ihm plötzlich ein, dass er ein Rendezvous hatte. Sie kennen doch Eddie. Ja, das habe ich geglaubt. Ich habe ihn nie als Killer gesehen. Er hat auch nichts damit zu tun. Warum ist er dann abgehauen? Ich habe doch gesagt... Dass Sie sich nur um Ihre Angelegenheiten kümmern. Ja, ich habe es mir gemerkt. Hat Jackson gewusst, dass Henderson sich mit seiner Frau amüsierte, während er im Knast war? Von mir nicht. Aber er muss es gewusst haben. Wir haben nie darüber gesprochen. Das ist schade. Sie sind sich doch im Klaren, dass Jackson in ernsten Schwierigkeiten steckt. Nur weil er für ein paar Tage verreist ist? Weil er sich eine merkwürdige Zeit ausgesucht hat für diese Reise. Hat er überhaupt Geld? Keine Ahnung. Sie haben von vielem keine Ahnung, Mr. Powell. Ja, Eddie spricht nicht sehr viel. Ja. Hat er sich mal bei Ihnen gemeldet, seit er aus dem Wick verschwunden ist? Nein. Nein. Na gut. Dann lassen Sie doch mal hören, was Sie am Donnerstag so alles gemacht haben. Das habe ich doch alles schon Sergeant Fox erzählt. Ja, und jetzt erzählen Sie es mir. Na, endlich.
Was ist passiert? Allerhand. Was haben Sie erfahren? Ich schlage vor, Sie rufen einen Anwalt an und verschwinden. Was? Sie hätten es mir sagen sollen, Eddie. Was sagen? Dass Sie Henderson erschossen haben. Ich habe Ihnen doch klar und deutlich... Wieso hat dann die Polizei Ihre Fingerabdrücke bei Henderson gefunden? Fingerabdrücke? Das ist doch nicht möglich. Waren Sie je in seinem Haus? Ich weiß nicht mal, wo er wohnt. Wo waren denn die Fingerabdrücke? Erstens auf einem Whiskyglas. Reingelegt. Was? Reingelegt. Die haben mich reingelegt. Sehen Sie das denn nicht? Die haben ein Glas genommen vom Boot, aus der Kabine. Und zweitens haben Sie 2 Fingerabdrücke auf Hendersons Schreibtisch gefunden. Und der ist groß und schwer. Gab es einen Schreibtisch im Boot? Eddie, ich moralisiere nicht. Von mir aus können Sie so viele Hendersons niederknallen, wie Sie wollen. Nur möchte ich nichts damit zu tun haben. Walter, ich hab's nicht getan. Eher ein Wort. Rufen Sie einen Anwalt an, Eddie. Überlegen Sie doch mal. Wenn ich Henderson wirklich hätte umbringen wollen, dann hätte ich's doch nicht so saudumm angestellt. Ich hätte mich doch abgesichert. Ich habe ein halbes Dutzend Freunde, die mir ein Alibi gegeben hätten. Ich muss gestehen, dass mir dieser Gedanke auch schon durch den Kopf gegangen ist. Aber wie erklären Sie sich die Fingerabdrücke? Ich habe keine Erklärung. Ich verstehe es nicht. Aber ich schwöre, ich war kein einziges Mal dort. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Gewehr gebraucht. Tja. Tut mir leid, Eddie. Ich hab's wirklich nicht getan, Walter. Eddie, setzen Sie sich. Kommen Sie. Mal angenommen, Sie seien tatsächlich hereingelegt worden. Warum gerade Sie? Weil ich noch eine Rechnung mit Henderson zu begleichen hatte. Das war allgemein bekannt. Wenn die Polypen mich geschnappt hätten, wäre die Sache doch erledigt gewesen. Die hätten doch nicht mehr weitergesucht. Nein. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich überzeugt, dass es jemand aus Hendersons Familie sein muss. Oder einer seiner Geschäftsfreunde. Er hat sich vor ein paar Monaten wieder verheiratet. Ich kenne sie nicht. Und mit wem er geschäftlich zu tun hat, da habe ich auch keine Ahnung. Das Unternehmen ist rapide gewachsen, während ich im Knast war. Dieses Unternehmen, ist das rechtlich einigermaßen... Ja, ich glaube schon. Ja, dann dürfte es doch nicht schwer sein, ein paar Informationen zu bekommen. Ich habe gedacht, Sie schmeißen mich raus. Die Geschichte hat immer noch ihre Möglichkeiten. Und was ist mit der Polizei? Na, solange Sie hier bleiben und sich still verhalten, sollten wir vor denen sicher sein. Und Sie? Was werden Sie jetzt tun? Rumschnüffeln. Material sammeln über Hendersons liebe Familie und seine treuen Angestellten. Ach, da fällt mir ein, ich bin etwas knapp bei Kasse. Hier, reicht das? Ja, doch. Wissen Sie was? Ich fühle mich wie neu geboren. Das freut mich. Haben Sie irgendwas von Robertson gehört? Ja, er hat gemeldet, Paul soll den ganzen Tag in der Garage geblieben sein. Ja. Für das Mittagessen hat er sich ein paar Sandwiches kommen lassen. Jackson wird nicht so verrückt sein, dort aufzukreuzen. Ja, aber Paul könnte möglicherweise ihn besuchen. Wenn er überhaupt weiß, wo er ist. Ich glaube nicht, dass er es weiß, Sir. Ich eigentlich auch nicht. Aber er wird ihm helfen, wenn er kann. Wir waren schon immer dicke Freunde. Ich glaube auch nicht, dass Paul in diese Schießerei verwickelt war. Der ist viel zu gerissen, um sich in sowas einzulassen, wenn dabei nichts für ihn herausschaut. Jackson ist der Impulsive. Der kann inzwischen schon über alle Berge sein. Fox. Jackson ist genau wie seine Mitbrüder. Stell ihn 5 Meilen vor die Stadt und er fängt an zu weinen wie ein verlorenes Kind. Wahrscheinlich hat er genug Geld. Hendersons Brieftasche war leer. Und er soll immer eine schöne Summe mit sich herumgetragen haben. Jackson sitzt irgendwo in Sicherheit und lässt jemanden für sich die Geschäfte besorgen. Ich habe jeden, der dafür in Frage kommt, überprüft. Familie hat er auch keine. Ja, gut. Aber irgendwie muss es jetzt endlich vorwärts gehen. Ich werde noch mal mit der Presse sprechen und die Fernsehleute aktivieren.
Die sollen mal ein Foto von ihm bringen. Mensch, das hat aber gedauert. Ich habe ja auch allerhand zu tun gehabt. Proviant. Verdammt nochmal, ich kann doch nicht den ganzen Tag nur saufen. Gibt's denn nicht zu essen? Eine ganze Menge. Kaltes Huhn, Brot, Lachs, Suppe. Und hier eine Zeitung. Nicht sehr schmeichelhaft, das Bild, was? Wenn man sie so sieht, traut man ihnen jede Schandtat zu. Wer kann über diesen Mann Auskunft geben? Ja, das wär's also. Mitchell muss genug Material haben, um mich vor den Kadi zu schleppen. Ja, das ist anzunehmen. Möchten Sie, dass ich gehe? Nein. Ich möchte diese Pastete versuchen. Ach, ich darf also hier bleiben, solange das Geld reicht, ja? Das ist unfreundlich und unangebracht, Eddie. Ihr Geld wurde sinnvoll verwendet. Na, das sehe ich. Ziehen Sie keine falschen Schlüsse. Es war ein ergiebiger Tag. Also, Henderson AG, 3 Clubs, alle mit Spielsalon, Bingo, 5 Amüsierbuden, 2 Wettbüros, 2 Direktoren. Jetzt natürlich nur einer, natürlich. Ja, und wer ist das? Mrs. Henderson, Jackie. Ende 30, ehemalige Tänzerin. Über Hendersons Tod völlig verzweifelt, wie die Stimme des Volkes behauptet. Gegenwärtig bei Freunden. In der Mordnacht bei ihrer Schwester in Bournemouth. Man nimmt an, dass sie die Geschäfte führt, wenn sie zurückkommt. Und wer besorgt das jetzt? Das ist der Punkt, wo die Sache interessant wird. Ken Vincent, Ex-Polizist und Ex-Kollege von Inspektor Mitchell. Musste 2,5 Jahre absitzen wegen Korruption. Nur wahrscheinlich kennen Sie ihn. Vincent. Und ob ich den kenne. Einen Monat Strafvermäßigung hat mir dieser Bastard versaut. Ach, Sie waren im selben Gefängnis? Ja, Wakefield. Ich habe ihn gehörig verdroschen. Aus persönlichen Gründen oder nur, weil er ein Ex-Polizist war? Vincent und 2 seiner Kollegen haben mir mal eine Abreibung verpasst bei einer Verhaftung. Grund Widerstand gegen die Staatsgewalt. Naja, und als er mir dann drinnen über den Weg lief, da habe ich mich eben revanchiert. Ja, er soll ein ziemlich übler Bursche sein. Der übelste, dem ich begegnet bin, auf beiden Seiten. Er glaubt, ich hätte ihn verladen. Und haben Sie? Ich verlade niemanden, nicht mal Ex-Polypen, ja? Ich habe gar nicht gewusst, dass der bei Henderson angestellt war. Sieht für Sie gar nicht mehr so schlecht aus, Eddie. Die Wolken scheinen sich langsam zu verziehen. Ja? Ja, ein persönlicher Feind in Hendersons Umgebung? Ob Mitchell das weiß? Der wird doch bestimmt über Vincent informiert sein und über dessen Beziehung zu Jackie Henderson. Wieso? Ist da was? Wenn Vincent involviert ist... Wenn Vincent damit zu tun hat, dann muss er dieses Mädchen kennen, diese, na, wie heißt sie? Jenny. Jenny. Ja, das wird aber kaum ihr richtiger Name sein. Und wenn ich die Lage nicht falsch einschätze, ist die unterdessen irgendwohin verschwunden. Ich habe ein Porträt von ihr gezeichnet. Ja. Ich glaube, es sieht ihr einigermaßen ähnlich. Sie ist nicht sehr groß, 1,60 vielleicht. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt begreife ich, warum Sie diesen Radwechsel vorgenommen haben. Ein sehr hübscher Käfer, ne? Eine gemeine Ziege ist das. Eine hübsche Ziege, also. Die muss sehr eng mit Vincent liiert sein, wenn sie sowas für ihn macht. Und sie muss gute Nerven haben, ganz abgesehen von der dubiosen Moral. Ich behalte die Skizze. Sie werden sie kaum finden. Ja, versuchen kann ich's immerhin. Und wo wollen Sie anfangen? Im Club in Southend, wo Vincent bis jetzt Geschäftsführer war. Was, heute Nacht noch? Heute Nacht noch. Vincent ist eine derart liebenswürdige Persönlichkeit, dass mir bestimmt jemand etwas über ihn zu erzählen weiß. Die Sache hat nur einen Haken. Welchen? Die Preise dort sollen unverschämt hoch sein. Wolfram, ja, hätte mal jemand dem Eddie ein Stück Tofu bei seinem Weg aus dem Knast gegeben und nicht nur seine restlichen Klimpermünzen? Naja, also eigentlich hat er bis jetzt noch nichts Kriminelles gemacht. Er hat also wenn es dem Henderson tatsächlich über den Weg gelaufen wäre, wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber eigentlich wurde ihm ja bis jetzt übel mitgespielt. Das stimmt wohl. Vielleicht hat er einen Tofu-Schnaps getrunken. Und es nicht gemerkt. Ja, weil wir gerade, ich hänge mit der Erinnerung noch an dieser Entlassung aus dem Gefängnis. Da fällt doch eine Tür ins Schloss. Minute 7. Und ich meine, das ist die dünnste, klapprigste Gefängnistür, die ich jemals gehört habe. Also man erwartet ja eigentlich so einen Dungeon, der zufällt. Und da ist es ja so Kalapp.
eine brüchige Bürotür. Meinst du, wären wir auch so einfach rausgekommen? Die Tür war schon immer offen. Ja. Nee, es war natürlich nur das kleine Pförtnerhäuschen im Nirgendwo. Was du schon so ein bisschen angedeutet hattest in der Anmodi, von wegen blaue Bohnen. Mir ging das ähnlich. Ich habe gedacht, das hat ja eine starke Exposition. Also in 7 Minuten wird ja schon ganz viel Konflikt aufgezeigt. Und es wird auch relativ, ein bisschen nachgelagert, aber dass Eddie Jackson zu Unrecht eines Mordes verdächtigt wird. Wir waren ja mit ihm zusammen. Also beziehungsweise glaube ich, dass die Erzählweise so ist, dass wir immer mit ihm zusammen waren, daher wissen, dass er unschuldig ist. Aber und wir wurden nicht betrunken gemacht. Wir konnten hören, was da geschehen ist. Ja, aber du hast recht, genau. Selbst da waren wir im Raum. Wir waren bei ihm im Raum, genau. Da gibt es sicher einen Zeitsprung, aber wir sagen mal, da ist er jetzt nicht aufgestanden, losgetorkelt und hat seinen Widersacher ermordet. Aber das kennen wir als Motiv, dass jemand Unschuldiger unversehens sich in einer Mordermittlung wiederfindet und beweisen muss, dass er es nicht war. Ja, eben Paul Cox, oder? Ja, absolut. Das ist der Motor aller Paul Cox-Geschichten. Also er kommt unvermittelt zu einer Leiche oder die Leiche zu ihm und muss dann beweisen, dass es nicht war. Das heißt, dieses Versteck- oder Katz-und-Maus-Spiel auf der eigenen Faust ermitteln und gleichzeitig der Polizei entwischen, ist den Geschichten innewohnt und ist auch hier bei Eddie Jackson so. Aber man merkt es schon bei meiner Wortwahl oder wenn du vorhin sagst, blaue Bohnen, das passiert natürlich trotzdem auf ganz unterschiedlichen Levels, ne? Ja, ich finde, es fängt ja schon damit an. Also Eddie Jacksons Frau hat ja vorgeblich Selbstmord begangen, gerade mit Heroin. Das wäre jetzt ein Wort, das hätten wir, glaube ich, bei Paul Cox nie gehört. Ja, auch die Drastik, dass sie ihren Kopf in den Backofen steckt. Also das wäre niemals so passiert. Das sind gute, reiche Leute, Morde, Pistolen und Dolche. Genau. Und eigentlich die Ganoven bei Paul Cox sind ja dann doch eher lustige Halunken als jetzt wirklich kaltblütige Mörder, oder? Eben, das Ganze wird so ein bisschen wie ein Räuber- und Gendarmenspiel betrieben. Man verletzt sich, aber nicht wirklich blutig. Man jagt sich, aber man hat eigentlich immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen. Es gibt schöne Wendungen, es gibt actionreiche Szenen, aber Eddie Jackson ist dann doch mit anderen Farben gemalt, ne? Es ist ja schon genau wie die Figur auftritt. Ich meine, Paul Cox ist der reiche Lebemann, der irgendwie überall und nirgendwo zu Hause ist. Und Eddie Jackson ist vorbestraft, ist offensichtlich arm. Beruf wissen wir gar nicht so richtig, ne? Aber er schraubt halt oder darf auch in der Werkstatt hinten im Kabuff schlafen. Dafür hat er ein enges soziales Gefüge, also er scheint ja gute Freunde zu haben. So ein klein kriminellen Milieu, ja. Genau. Alkohol ist auch ein großes Thema bei Paul Cox wie bei Eddie Jackson. Aber auch eben ein bisschen in der anderen, da der gepflegte Alkoholismus. Ja, und nachmittags schön einen Sitzen haben. Genau, und bei seiner Ex-Frau wurde ja schon gesagt, sie hatte schon ein Alkoholproblem, bevor es zum Heroin kam. Es wird auch gesagt, es gibt Sucht. Es gibt Sucht, die eine Abwärtsspirale auslöst. Ganz anders. Ja, so Diminutive für Frauen, Puppe finden wir, glaube ich, bei beiden. Was hübsches, Blondes. Genau, Kindchen ist auch immer wieder, kommt gerne vor. Da nehmen sie sich nichts. Und Paul Cox hat auch so einen Sidekick. Ich meine, bei Eddie, wir sind jetzt im ersten Teil, ne? Wir wissen noch gar nicht so richtig, wie es weitergeht. Also auch der Mitchell, der Kommissar, ist ja Eddie Jackson noch gar nicht begegnet, obwohl sie schon so voneinander sich kennen oder wissen. Wir wissen noch nicht, ob sie in so einer gespielten Hassliebe verbunden sind, wie bei Paul Cox. Aber spannend auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, dass unser Eddie jetzt bei Walter, dem Journalisten, untergekommen ist und dass die eigentliche Ermittlungsarbeit ja Walter macht. Das finde ich noch toll von der Perspektive. Darf nicht raus, ne? Ja. Stimmt, das hat Paul Cox nicht so abgehalten. Der war trotzdem überall unterwegs. Und Eddie, der dreht ja schon am Rad. Ja, das merkt man schon. Eben, der Worte ist auch noch nicht ganz so klar. Jetzt fragt er ihn um Geld. Also aus reiner Nächstenliebe macht er das ja alles nicht. Hofft ja schon irgendwie auf die Story. Mal gucken, wie der sich noch entwickelt. Spannender Punkt, um die Geschichte zu unterbrechen. Ja. Gewusst wie. Und für so eine Hardboiled-Geschichte ein bisschen mehr Action braucht sie eigentlich auch, ne? Also, die Täter, Gegner, wie auch immer, rauslocken, raussprengen. Wilde Verfolgungsfahrten. Ich bin noch gespannt. Genau. Schön, dass Eddie Jackson malt. Entschuldige, das hat mich immer wenn das Thema wird, haut mich das so ein bisschen raus. Ist dir nicht auch so?
Ja, aber gleichzeitig schön, dass er halt eben genau von der Jenny dann gerade ein Phantombild zeichnen kann. Ja, eben. Aber meinst du, das ist wirklich der Grund, warum das so als... Damit es überhaupt reingeschrieben Ja, hast? genau, dass es mitgegeben ich wurde. find jetzt, Oder wenn soll man- schon noch so seine weiche Seite zeigen? Oder eigentlich für was anderes geboren? Ja, wenn man halt im Gefängnis sitzt, er arbeitet ja, aber irgendwas muss man ja machen. Könnte er auch da gelernt haben. Ja, du siehst ja jetzt nicht von seinen ganzen anderen Freunden, dass die alle sagen, ich war heute beim Häkeln und ich mache das in meiner Freizeit. Die scheinen ja mit ihrem Schrauberjob und mit den Frauen und mit dem Alkohol ganz glücklich zu Aber die sein. sitzen ja nicht im Gefängnis, das meine ich. Ach, du meinst, er hat erst im Gefängnis angefangen? Oder vielleicht auf jeden Fall sich dem so mehr hat's nicht- gewidmet. Ach, schön, okay. Ja, dann ist, scheint das eine gute Besserungsanstalt gewesen zu sein, die Dann warst du was Aquarellmalerei anbietet. Genau. Genau. Ja, schön. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil, oder? Ja. Ich bin gespannt. Eddie Jackson hat dann immer noch Probleme, aber hoffentlich werden sie gelöst. Es klingt ein bisschen wie... Wie? Ja, stirb langsam, 1, 2, großartig. stirb langsam, jetzt erst recht. Eddie Jackson hat immer noch Probleme. Großartig. Eddie Jackson hat so Jack Bauer. richtig Ja. Probleme. Ja, genau. So. Genau. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.